So, hallo. Heute ist Kirbesonntag in Ottmarsheim und wir können nur in Erinnerungen schwelgen. Kein Kirbemarkt, kein Kirbeessen, keine Wirtschaften mehr. Früher war das ein ganz großes Wesen im Dorf. Alle haben sich vorbereitet. 3 Tage lang hat man gefeiert. Hier sehen wir den Hans Metzger. Der stammt aus der Wirtschaft vom Metzger. Und als Kind hat er die Kirbe überhaupt nicht gut gefunden, hat er nicht leiden können. Kein Mensch hat Zeit für ihn gehabt. Wenn er ins Bett müssen hat, dann hat er gar nicht schlafen können, weil unten in der Wirtsstube so ein Radau war, da haben die Leute noch gesungen und alles. Später war es anders, weil er nämlich hervorragend Klavier spielen konnte und dann hat er die Gäste unterhalten. Aber in jedem Fall hat bei der Kirbe immer alles mitgeholfen. Und so sehen wir ihn hier auch, wie er ein Seidewürstle isst. Seine Schwester, die Metzgersberte, die hat mir 2010 einmal erzählt, da war sie 93. Also jetzt 2020 ist sie schon 103, die lebt nämlich noch. Da hat sie mir erzählt, was man damals am Fest gegessen hat. Alle Sachen, wo man heute jeden Tag essen kann. Würst, Rostbraten, gemischte Braten mit Spätzle und Sauce, Kuchen. Aber der Kuchen war damals flacher, der war nicht so hoch wie heute. Heute hat man ja mehr Torte. Also wir liegen hier mit unserem Kuchen schon richtig gut. Den hat man also anfangs nach dem Krieg auch noch hingestellt. Das war quasi das Gastgeschenk von den Wirten an die Gäste. Der Kuchen stand in der Mitte und an dem durfte man sich bedienen. Später dann hat man halt ein Stückchen Kuchen und Kaffee so zahlt. Es hat Kuchen gegeben nach dem Krieg aus einfachem Hefeteig. Und dann zum Beispiel Apfelkuchen mit Äpfeln vom eigenen Garten mit Breileguss. Das sogenannte Breileguss hat man ganz vielseitig verwenden können für Äpfel, Kirsche und Zwetschgenkuchen. Dann nimmt man einen halben Liter Milch, bringt ihn zum Kochen, dann kommt angerührter Mehlbrei in die kochende Milch rein, dann muss man abbinden wie ein Brandteig, Zucker dazu und erkalten lassen. Dann kommen Eigelb rein, ungefähr 3. Später, wo es wieder mehr gegeben hat, hat man auch mehr Eier genommen. Und dann Gewürze zum Abschmecken, zum Beispiel, falls vorhanden, die abgeriebene Zitrone, Vanille oder ähnliches. Sahne, wenn es geht hat, dann der Eischnee unterziehen und fertig. Drauf auf den Kuchen und ab in den Ofen. Nach dem Krieg hat es auch einfache Sachen gegeben, zum Beispiel Zwetschgenkuchen mit Schwarzbrotbrösel. Die Brosamen haben wir dann angefeuchtet mit Wein oder Saft und mit Walnüsse vom Nussbaum im eigenen Garten gemischt. Da hat man auch Zwetschgen genommen und hat die im Steinguttopf eingelegt. Heute macht man das nicht mehr so, aber früher hat man Salicylzwetschgen gemacht, damit sie haltbar bleiben, weil man ja noch nichts hat einfrieren können. Und mit dem Eidünsten war, glaube ich, auch noch nicht überall so Mode. Kirschekuchen hat man aus eingedünstete Kirsche gemacht, aber nicht so gern wegen der Steiner und da kam dann ein Grießguss drauf. Mit dem Käsekuchen war auch so eine Sache. Direkt nach dem Krieg hat man nämlich nicht so arg Quark gehabt, aber gestandene Milch hat es gegeben. Also hat man so einen Sauermilchkuchen gemacht aus gestandener Milch. Da wird Fett und Zucker schaumig gerührt, wie später beim Käsekuchen. Dann kommen 2 Esslöffel Mehl dazu und 1 Liter gestandene Milch, 3 bis 4 Eigelb und zuletzt der Eischnee drunter. Wer hat, eventuell Rosinen, wenn er mag. Und fertig. So, Halbzeit. Rosemarie, du hast gerade angefangen zu erzählen, wie man Kürbiskuchen gemacht hat. Da hat man halt backen. Also unter 5 Kuchen hat man zur Kirbe nicht backen. 5 Kuchen, da ist die Verwandtschaft ist noch gekommen, von auswärts auch, von Neckarwesten, die sind alle mal zu uns gekommen und haben da Kürbiskuchen gewählt. Also bei euch daheim erstmal? Hat man daheim, hat man Mittagessen. Gut. Also das ist da gewesen. Aber gerade an der Kirbe ist man halt am Samstagabend schon in Wirtschaften gegangen. Und in Othmarschen sind ja 5 Wirtschaften gewesen. Da bist du Dann hat man am Samstags 2 gemacht und am Sonntags 2 und auf der Meedig hat man noch eine aufgehoben. Der Kirbe-Meedig, das ist also noch der erste Tag gewesen. Die Einheimischen haben das also gemacht. Am Samstagabend sind meist viele Auswärtige auch gekommen. Hauptsächlich Gimmeriger Leute sind in Othmarschen auf die Kirbe gekommen. Wir haben Medics meistens eigen gemacht. Weil da hat man öfter nicht gemäßt. Der hat ja Viech und Sach, Zei und Kälber oder Rinder von einem gehabt. Und da ist man halt Medics. Und das ist meist so gewesen, dass da die Bauern auch beim Eigner geguckt sind. Die haben ja da Wirtschaft dazu gehabt noch. Ja.
Und da hat man noch gegessen. Und Was hat's gegeben? da hat es halt viel Brot gegeben auch. Ja. Und halt Salat und Spätzle und so. Das Also ist Salat, Erdbeerensalat. Erdbeerensalat, ja. Der ist dort noch nicht so wichtig gewesen. Das Ja. Erdbeerensalat ist wichtiger gewesen. Wir waren heute auch auswärts essen, aber der Kartoffelsalat, der war nix. Ah je. Das war schade, ja. Das Ja, versaut und einem alles. und heute nach langer Zeit haben wir auch mal wieder Kartoffelsalat gemacht. Es lohnt sich halt für eine Person schier nicht, dass man Kartoffelsalat macht. Aber für die Auswärtige ist das jetzt vielleicht mal wichtig. Was ist für uns das Kriterium, was macht ein guter Kartoffelsalat aus? Also, dass man warm anmacht, also Ja. solange die Bieren noch ein bisschen warm sind. Ja. Und noch mit Fleischbrühe. Also das ist halt wichtig. Und das gewürzt man da noch, da Ja. tut man ein bisschen so Kräuter rein. Und noch halt Essig und Öl. So genau. Und, ja. Und meiner, der hat überhaupt nicht nach Essig geschmeckt und er war ganz, ganz kalt. Nein, das ist hat nicht nicht, geschmeckt. das ist nicht gut. Also, Früher musste man auf den Tanz und dann früher hat, hat in der Wirtschaft, also bei Metzger ist Musik gewesen und Ja. da hat man auch tanzt. No. Da sind Ja. auch immer wieder ein paar Bärle aufgestanden und haben tanzt. Immer weil die haben auch den Saal gehabt und Ja. da sind bloß außenrum Tisch gestanden und in der Mitte ist eine Tanzfläche gewesen, an der Kirche. Er hat Hans gespielt und Ja. er hat ein bisschen modernere. Und wenn der aufgehört hat und so, dann haben sie halt immer an der Bärte rumgemacht. Bärte, spiel doch. Und da ist halt wichtig gewesen, da hat sie halt Schneewalzer gespielt. Den hat sie also auswendig gespielt und da ist das halt so gegangen. Ihr Schneewalzer, das ist alles gewesen. Das ist auch an die Weihnachtsfeier, wenn das gewesen ist. Bärte halt nachgeguckt und hat Schneewalzer gespielt. das ist das super. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.